Herzlich willkommen zurück bei neuer Episode von Comedy, Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Gilles und Mam Pichitz. Guten Morgen. Bonjour, den Herr. Bonjour, le monsieur. Comment allez-vous? Comme il faut, ja. Très bien. Très bien. Gut. Läuft. Läuft. Hi. Läuft. Was Alles läuft in gut. dem Bazar? Läuft feiert den Podcast. Was läuft haut? Haut machen wir etwas extra Spezielles. Machen wir das nicht immer. Eben. Allein weil wir es machen, das ist extra Ja, speziell. das ist immer speziell. Nein, wir hatten es halt gedacht gehabt, wir melden, wie kann ihn heinst du einen, den du gar nicht Metal lauscht oder vielleicht Lichten interessiert das, aber keine Erfahrung dran hört, wie kann das schmackhaft machen? Und wir haben gedacht, wir werden mal geben so Lieder auswählen, wenn du wieder 10 Stück, und wir geben eine Mixtape für ihr machen. So. Lauscht er das, vielleicht kannst du mal da mehr ran. 10 Stück pro Person? Ja. Oder 10 am Ganzen? 10 Stück pro Person. Okay, schon dick verreiert. Das ist auch falsch verstanden. Okay. Ich hatte von Anfang an 10 gesagt gehabt. Okay, ne, ich habe gemeint 10 am Ganzen. Aber okay, das kriegen wir hin. Ich sicher direkt weiter. Okay. Bis dann. Na, da fängt ich vielleicht einfach mal an. Ich meine, das ist nicht schlecht, ja. Ich fange an, ich bin natürlich so ein bisschen Menge von den so einen List summen möchte, der den Klassiker nicht vergessen. Und, Ja. Ich meine, Klassiker muss ihn auch genug huldigen. Egal wie, egal was für ein Musikgenre. Und So ich wie mein, sagt das er Ding- noch, der muss auch geholt Der muss auch gehuldigt gehen. Und ich meine, wenn den an Metal-Richtung geht, dann hul ich den sowieso. Dann hast du den nie weit fort. Voilà, voilà. Da komme ich zu meiner Platz 1, das ist Judas Priest mit Victim of Changes. Okay. Ja, aber ich wollte auch dabei sagen, Gilles und ich haben keine Ahnung, was den anderen gelöscht hat. Das ist die erste, ich mein- wo wir das machen. Und ich meine, Mir das schon so falsch verstanden, also das kann nämlich schief. kann mir gut gehen. Ja, es gibt für allem eine Halsam für die, die gerne lachen. Ging es so. Also, mir keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was ihr für Lieder hört, ich habe keine Ahnung, was ich für Lieder hören. Ne? Nee, Und gut Schloss echt Lied von Judas Priest, Victim of Changes. Lied, die wir da auch schon heinst du hier im Podcast geschwart haben, Lied für das allen zwei, wie mir es gut gefällt. Und ich gebe so, das ist ein Lied, das nicht so hart, das viel dran, das emotional, das Melodie dran, das Harmonie dran, da ist immens vieles dran. Fängt Lösungen an, steigert sich immer mehr an. Das ist mein absolut Lieblingslieder, und ich meine, das ist ein Lied, das auch wirklich außerhalb vom Metal den Leuten gefallen. Ja, das ist definitiv ein von unseren größten Favoriten von Judas Priest. Leider muss ich dich enttäuschen. Ich war nämlich fest der Meinung, dass du das gingst drauf, meine Schuhe natürlich nicht geht. Okay. Ich schon das nicht drauf gemäht, muss ich sagen. Ich schon aber ein anderes Lied von Judas Priest drauf gemäht. Ich mag gedacht. Das ist auch wahrscheinlich kein, was du kennst. So, okay. Also sagen wir so, natürlich wieder wahrscheinlich alle gute mittlerweile, weißt du, Peter und ich hatte ganz unterschiedlich Begegnungen mit Metal. Man hat das für mich frei gefangen, wie beim Peter zum Beispiel, durch auch einer Gründe, weil du heim ganz viel Musik gelernt hast. Beim Peter ist es ab dich gegangen raus und doch teilweise zu anderen Zeitpunkten die Bands entdeckt, wie ich sie vielleicht schon kannte und dann umgedreht auch. Und ich gucken, bei mir war einfach ganz klar, all die Großklassiker, wo wahrscheinlich schon jeder davon ausgeht, dass sie halt drauf sind, da sind nicht die Lieder, mit denen ich schon gefangen und dann schmengen du zum Teil auch nicht. Ja. Die sind so noch irgendwie am Horizont abgetaucht. Ja. Wenn wir sowieso bei Judas Priest sind, dann ja, schon von Judas Priest vom Album Ram It Down, du hast das Lied Hard as Iron, das ja, das definitive Lied mit ganz vielen Erinnerungen für mich, weil ich den Album, das war den ersten, wo ich von ihnen gelauscht habe, und ich schon Europa auch gelauscht habe, nonstop, den Album generell als geil, mit das Lied als einerseits so cool und einfach zu lauschen von hinten, aber natürlich auch mega aus, da sind also so, weißt du, wie die Zeit, Klischee, Soundeffekte dran, ein bisschen so, an der Lyrics sind zum Beispiel im Moment, dann schwätzt, da singt von Earthquake und dann hörst du dann drin so, weißt du, so mega Comedy, wie wenn die Welt ging zusammenbrechen und das hat mich damals wirklich fasziniert, muss ich sagen, natürlich Rob Halford
Ja, ultimative ja. Gesang gell? Natürlich, natürlich ja das effektiv vor Judas Priest zu ein ziemlich groß Diskografie zusammengestalt an alle Jahrzehnte schon dabei sind Mann, ja an der dort effektiv ein Album wo ich schnell gelauscht tun was hier Diskografie ja also den erst meng ich von 88 wann ich mich nicht ihre ja, das von 88 ja okay ja das dann ja sehr mittelster Ära du kann ich net gerade so viel muss ich auch ehrlich so schon wirklich all gelauscht hat die ich tun fand ich all gut aber irgendwie hun ich schon zu weiter geschafft genug ja ja lebt nicht fort hey. nicht fort da komme ich auf Platz 2 du hun einen weiteren absoluten Klassiker in wo nicht näherens der fehlen das hat alle steht was von der Band auch heieren hun an noch da even alle Metal da heieren das Iron Maiden mit Number of the Beast okay ja ich fand das Mattieren ich mein, ja du kannst natürlich auch The Trooper oder gesucht viele Lieder von ihnen die Kind zullen die so krassen starken Wiedererkennungswert hun Number of the Beast hat mir einfach dummes Ugedur gehabt geil saugeile Refrain mega geile Solo geil geht einfach immer keine Ahnung. Ja ich, bei mir als Maiden ja viel spätrich ich war nie ein große Maiden-Lauscher ja so haut auch noch nicht außer die bekannte Sache wirklich die Fear of the Dark Power Slave an all dat an natürlich auch der Number of the Beast dat geht mir ist silo definitiv geht Maiden Nerd ich also möchte Sinn natürlich sie ob der Lust zu machen so wie das ist ein Klassiker das ist einfach so geil ja ich okay Maiden drauf wen wird das gewonnen hat ja das nicht nee, mich nicht. Das nicht war das so am da das natürlich schon Kontrast wir wollen ja natürlich nur nicht chronologisch machen dass man just mit der Klassiker aufhängen kann ich komme mit dem Mam Clash überhaupt ging es so oder wolltest du et chronologisch machen schon einfach random Lieder zusammengesetzt das mir egal ja, so einfach voilà. Slipknot Iowa Left Behind boom cool gute Schwa ganz gute Schwa wollte ich auch im Moment zuhören gute Pit ja voilà den noch von einer Lied los man so aus dem Genre entschied gehabt dazu kommen mich spät ja mein dummer da das Slipknot kisset leider einfach fand ich ja das ich meine Slipknot war für Dayzeit den herzte Kontrast wo ich gro das schon bis Slipknot hun natürlich finde ich Metallica her nicht den Judas Priest her mich schon nicht so extremes heieren ja im Moment chaotisch furchtbar chaotisch ja so gut zu der Zeit hun ich Cradle of Filth zum D gelauscht hat da tun ich nicht so krass fand ganz an der Welt ja das ist so brutal us sich an zum die echt zwei Alben an natürlich Iowa geil das ist dein Album das den Album überhaupt von hinnen geil ja was für Lied hast schon mir hat gesagt left behind ich denke okay das ist natürlich ein Single jetzt sind méi stark Lieder drop ja das auch geil das geil das der Riff vom Ufang gas top notch geil herrlich na Platz 3 hunnech solo Platz 3 dat hun vu eure Lied geholl war der vu schon ball klischeehaft ass fir Druck zu setzen weil mittlerweile ball die ganz Welt kennt das Metallica Master of Puppets go fir een den dat Liedweg stand net sollt heieren hunn mussssen dat heieren dazu nech als een Delo wegschnitt den allergréisten Metallica Fan als Master of Puppets aus vom Hanne bis 4 einfach der perfekt Stück man nicht ja der schon Metallica auch drauf okay schon Metallica drauf gesagt wie gesagt nein ja mir ist nicht aufgeschwartet kann sehen dass es Sache werte gespannt also ich kann mich da Ufangsjahren zu einem ganz großen Metallica-Fan dazu zähle, wie wahrscheinlich auch viele Leute noch wissen durch. Ride the Lightning ist ein Album für mich, da das S-Tier-Material, gell? Ja.
ich verstehe Leute und ich respektiere Leute. Ich fand Master of Puppets als definitiv ein geiles Album. Ich habe es nie so appréciiert, wie ich den Kontrast auch anderem von tun, weil sie sich von Kill 'Em All war geil. Das, was da noch kam, das war wirklich ein gigantischer Step-Up. Bei massischer Produktion, die Gitarren so fett geklungen. Und dann das emotionale Lied Fade to Black, wo ich eben drauf gesagt weil das am Menge nach vielleicht ich meine nicht so besser wie zum Beispiel One ich war nicht so One drauf setzen ich wollte auch One im Moment weißt du? Ja voilà wir wissen das Problem Metallica hört eben stark all Lieder an mir viel ähneln sich auch an der am Oper an der Strukturweise spielen mir Fade to Black als mein Go-to-Lied wann ich muss Frust auflösen also ein ganz gute Schwa an ich muss auch so also Punkto Album von ich White Lightning auch der besseren Album was mir auch mir persönlich Meinung an mehr ja ich fand ja Master Puppets eben ne? Ja ich verstehe absolut geil Master Puppets als ja wie du auch siehst ich meine allein durch den last season von Stranger Things geil weil das Lied schon denke auf Spotify op mega an Charts kommen so ja du sagst dat auch viel Leid dat Lied net kann tun an lo vielleicht ja Metal auch für sich entdeckt tun an ich denke dat du für lang gute Schwa also ich meine das ist auch dat wat indirekt die Serie an das ja an den letzten generell Joren ganz viel abkommen dass all Lieder wo schon feiert bei dem Bockel holen gell ob immer immer an den Charts sind ich meine ich kann mich nicht erinnern dass das passiert schon der Metal gell ja und dann wirst du natürlich selbst Metallica als die größten Heavy Metal Band ever gell ja Punkt gell natürlich und muss ich einfach hören wie sie sehen ich meine Lorenzen dass hier für kleine Parenthese 72 Seasons also raus schon du gewisse Sachen du zu so ja nicht schlechtes das muss ich schon so nee aber auch nicht nee. Auch nicht mehr voilà das ist eben Metallica voilà. Ja Metallica ja. Voilà musste man wie Slayer genau sein muss geschaut ja hast du schon ja du hast auch Metallica jo Fade to Black komme ich bei Nummer 4 das dann als hat der Gilfleisch bisschen wie überraschen dass ich hat Druck gesagt hun weil du nicht wirklich fand ich viel lauscht daran aber ja schon Blind Guardian Imaginations from the other side drauf gesagt gehört schon mal gedacht ja Blind Guardian ja effektiv ja ich mal gedacht ja das geht passen ich muss ein bisschen evaluiert was verliert zu schwellen an der du war ich meine sogar war eben echt Lieder was schon in den höheren Herz an es fängt ein bisschen hart un also guten Speed Metal Wave und dann fängt den Hansi sing Stimme und dann mixt aber okay er tut aber nicht so hart hat durch Harmonie und tut heiern tut an entwickelt sich und baut sich dann zu dem bombastischen Refrain eben ab gell und ich meine das Kind leid gefallen so ja aber ich meine wir können ja dann noch in dem Fall im Vergleich mit euch selber wie mehr Musik zu dem Zeitpunkt von der nicht wirklich drauf waren abgeholt und verschiedenes war vielleicht zu krass bleibt gar die Nuancen dass das schon hart und aber auch nicht ja das ja. Ist so an Schmengen ich meine du werdest viel bei Licht bemerkbar machen okay ich hoffe du Slipknot gesagt natürlich das tut nicht wie man soft zu denen ich meine du gehst hin wann du verschiedene Sachen so gewinnt ist dass es jetzt okay ich sind intrigued ich will mehr Dekadenz ja. Und schon auch Blind Guardian okay wen hat das geduld gell ja, gut. schon auch als Mengen echte Begegnungen mit Blind Guardian Mirror als du wahrscheinlich auch top gemäht hast ja. Hat die enge Auswahl kommen das man so ja. Mirror als von den geilste Refrain auch bis haut nach wo ich kennen tut die gewissen Nuance von Queen weißt du, mit dem Fall ja die Chorus weißt du, ja, Chorus ja. Für ihn den frisch rockend an die vielleicht so Sache wie No Iron Maiden was ja
aber immer eng Ausspielung von Blind Guardian war sie spielen wie Blind Guardian wie zum Beispiel doch Priest just eben mit der Sort Gesang und mit dem Aufbau von Gesang an Elite-Ebene. Du kennt einen Unhänger von Maiden wahrscheinlich glücklich gehen, so wie bei Imaginations auch. Ja auch weil zum das eng Band die nach immer net ganz weit aus Europa rauskommen aus geil ich mein, nee. an den States und so gut ja man net so viel Blind Guardian gelauscht hat und ich mein, dat die Band kennt viel Leid so vielleicht überraschen positiv überraschen ich bin ziemlich sicher. Ja, du musst sehen, am Power Metal Bereich guckst sind natürlich andere Bands wo sie sich an kurzer Zeit wie sie wirklich bemerkbar gemäht haben wo auch mittlerweile sonst mal die wie du so siehst Kings of Power Metal sehen wie Sabaton zum Beispiel wo weltweit ein gigantisch Nummer sind bon. Sind sie gut sind sie nicht gut Marien drüber streiten verschiedenes ist gut verschiedenes nicht wie bei den anderen noch ja. Okay fuhr mal weiter von Elite geholt wat mir damals besonders zur Rolle führt harte Metal zu leisten an zum so bisschen mehr harsh Vocals appreciieren obwohl es noch nicht so krass aus dafür aus der guten Einstieg gebe ich so krass. Ja wie gesagt ich man da angefangen ich hatte auch ganz am Anfang hat ich vielleicht erinnern hatte ich auch kein Problem so harsh Vocals gehabt natürlich ja ich kann mich schon In Flames but only for the week war gesagt und das ist du bestimmt auch ganz wichtig nur nach schon noch In Flames drauf stehen das furchtbar das ist so krass ja das ist schon witzig also na im Hühner ist nicht aufgeschwärzt ich weiß der Glieder ist das nicht mir ist nicht aufgeschwärzt okay wir kennen ja, for the week als ein Humor geil ja epische Refrain mächtige Refrain ja Glanzzeit von In Flames ja sowieso ja auch wenn ich die alle Sachen natürlich auch ganz gern und die nach wirklich definitiv mehr hart waren only also der ganzen Album Clayman das ist absolute Klassiker ja soll ich das also du liest du bei mir also ganz klar schon In Flames Demos durch ein demosische Kollege kennengelernt an den Opening Track für Reroute to Remain Lied Reroute to Remain Trigger ne? Nee, Lied hecht stimmt den Opener an dann den wirklich das den anders ja, so wie du schon siehst harsh Vocals hört für als Kontrastlo wenn du das wirklich nicht kennst und dann auch nach den indirekten dem männliche Chorus wo dann alt Bandmitglieder Reroute to Remain sagen und das tut mich markiert natürlich als Trigger Single Auskopplung Perfektion Cloud connected dann ja Cloud das top mir für mich war Reroute to Remain wo so was ist das ein geil Band dann ist schon den Album auch op Repeat gelöscht hat ja ganz verstehen hatte ich auch damals was du Margin hast hatte ich dann auch ganz viel gelöscht hat dann ganz recht von hinten noch ein Copy von den Männern am Englisch ja über Mengen also traurig das das gut ne das ist gut das ist schön muss mehr Produktion prägt den anderen das mal so und so ja pardon frisch am Hals soll ich dann noch nennen vielleicht dann kann ich dich auf Folter spannen okay so du ich meine noch nicht dass du das kennst ich gehe noch ein bisschen mehr an die Sach ein Album aus den 90er ein Progressive Metal oder /Hard Rock Metal Album was du Queensryche Empire mam Lied dat war mein Plektron den auf der Boden gefallen hast mir okay Empire den Album an noch Lied Empire war menge ich Begegnung wo ich noch nicht wusste wat als überhaupt Progressive Metal an für mich klingt davon wie normalen Hard Rock über die letzten Jahren eben noch mehr allen zwei auch groß Proc Fans sind noch als gern an die Genre verirren hun ich ganz viel Queensryche gelöscht die letzten Jahre ich muss so
das nicht aus dem Grund wo ich ging dropsetzen mir einfach es sind dem muss man auch mal Queensryche groß gehen an Empire als sowieso geilen Album im Geoff Tate mega krass gut stimmen es macht von den beste Sängeren überhaupt aus dem Genre gell an dat Lied das einfach geil der Ziel ja natürlich sie so Texter weißt du, so nicht das versehen an den Kap geschoss oder hier muss Droge verkaufen wie sich können den Hustler zu kaufen und so Sache wie da Sache wo es de Demos oder zu mega wie ich das gelöscht für dich hun schnell am Text gelöscht hat das war immer ein bisschen mehr musikalisch orientiert und dann nur so okay das ist schon ein bisschen mehr krass an ich denke das auch in den nicht wo Proc kennt sich mal so Sachen wie einfach date wie du zum Beispiel Between the Buried and Me oder selbst so totaler Wahnsinn hast natürlich ja so viel zu Mengen progressive Eskapaden okay gut schon du hast wieder ein Slipknot schon Korn Lines okay Klassiker den auch immer geht super groovy ganz Steven Bass ganz Dave Gitarren düster Lied bei einem düsteren Text aber gleichzeitig repräsentiert doch so ein bisschen den 90er Jahren alternativ Metal Feeling so den ich ganz gerne ich mein, new Metal Sound bisschen so. Ja voilà. Ich mein, das gefällt einem einfach so keine Ahnung blind gut an Dauer. Ich schätze du wirklich echt gedacht, du gingst Deftones so wie du gesagt hast schade wird sie gedurcht gehabt aber ja du war dann aber Korn gehen ja ich wollte doch immer ein System of Down so ja die werden auch nicht Mann willkommen ob der Lust Shop Suey das Lied das so krass bekannt geil da gefällt doch jeder den lauscht irgendwie schon das ist mittlerweile auch schon bei den Nothing als Metal Status das ist gut mehr das ist zu viel bei mir persönlich das geht immer schon ein Album von das theoretischen Album gelauscht Toxicity das ist noch immer geil fand ich Lied Toxicity besser okay ja das ganze Album ist einfach genial ja du hast auch Aerials drauf auch ja oder das Lied eigentlich mit dem mega weird Clip mehr so viel dazu ja zähl mir schade von du gerade gezählt so zähl mir man ich nach einen anderen Groove Klassiker Pantera mit Walk okay hatte ich schon nicht gedacht dass Secking Stop man ja den Riff geil springen den nächste Schnitt von dem Riff an der Band sehen ja Pantera muss doch gern hin Pantera musste gern hun aber ich fand das aber auch net schwer sich an hier Musik zu verleben ich meine wat Band kann den so und war die will sprengen viel Membern aus der Band und mulsten viel an Selmerhut aus der Vergangenheit nicht immer positiv von der Spitze geduen und du brauchst krass Beispiele zu so als musikalisch gesehen zwölf die Albumen Cowboys from Hell an eben was man Nummern voll die Walk Robbers ja, der Cover wird genau der Cover wird Maulkette ja das must-have Albumen fand ich das ist schon ja mir so viel Knowledge von Musik dass man halt muss wow wo hast das ja das ist das Wort Apple gehst verlieren so ein so ja besser schon mal komm ich Kinder nach Überraschung wusste wahrscheinlich auch nicht ging's da erwarten noch Banger Beginners löscht mehr ich denken dass den moderne Metal so wie ein aktuell gemäht geht für verschiedene Bands als May zugänglich auf Mengen May einfach zu leisten wie für einen Beginner wie zum Beispiel zu Eiserzeit wo ein bisschen weißt du, wo go nicht so wie die famous Zucht und Modern Metal wie haut genannt wird hat Modern Metal Mengen du an dem Fall ja Spiritbox mit Blessed Be als denken ist ein perfekte Lied für einen den
wësse will dass och eng Madame kann so gereicher man so sche sangen so metal sinn an awer so emotional an so elektronisch also dat wurt ja a bisse schon ich denken dass auch von dran ja och van sie vielleicht kein furchtbar groß Bandkarriere hun oder so mir sie gehtt schon lang an also lang genug sonst net viel Alben dabei ich denken dass sie da weg extrem zugänglich sind für den an eiser Zeit ging op de Metal stößen ja doch das stimmt ja zum eben für die hautisch Jugend gibt es das immens passend doch stimmt da doch so. Dann hun schon von noch einen anderen Groove-Klassiker kann den so ich war mal eben mit net ähnlich gewichtcht Waffe ich von hin so Zölle mit Waffen von Klo dat die Bands die Lichtschrift kommen schon Sepultura mat Refuse Resist geholt okay net Roots dat war dat anders Lied wat ich wollen Roots wäre vielleicht sogar bessere Schwa gewircht immer ja das Klassiker an Spengen das auch für die dumme sich Ära immens prägend gewircht an schon Refuse besist merke gelauscht hat gehabt weil ich bestatt konnten schäden an das Bier aber ob dat nicht gefallen sind ja auch den Wave an ja an der Band spengen Groove as es wat immer dat zit leid einfach echt wie un von so. Ja dat so den Headbanger Alledung Headbanger Alledung definitiv ja also uns du net der Kap wie ist der in der Bas do oder darf Ich ging dat wat Stall nennen net um den Groove nenne mit se machen definitiv auch so ähnlich Sachen wichtig Band en Großband Gojira Ouroboros okay Ouroboros as auch Lied wat ich denken we dat rauskommers huet ass den Intro wo du da net auf wat dass du den das mega komplex das ultra komplex das just Tapping an du was vielleicht ich bisschen überfordert Drums kein richtigen ja das komischen Takt bei dem du einfach nur ganz voll ja sie sowieso ich meine sie noch nie Feier auf Feier gespielt nee. Also wie Neoblivis Carry sagt du hast just 7 oder 7 ja so ultra lusch, ja ultra lusch, okay Gojira hat definitiv andere Lieder wo auch gegen halt passen ich meine das wird mich muss bei The Way of All Flesh so fasziniert war lang den Opener bis ich überhaupt recht mal verstanden hun oder vielleicht mehr intensiv gelauscht hat ja Gojira also ganz gute Schwarm von die letzte ich wollte von nicht so viel hartes hören mir ich denke lo an Sepultura drauf gesagt und hätte von okay Gojira drauf setzen das definitiv kein schlechte Schwarm ich meine was als hart ich meine ja Gojira als hart mit das aber auch nicht hart ja Eisen Ohren nur ja so die bis wie modernen Neusache von hinnen die sind vielleicht definitiv noch mehr einfach zu lauschen so eine Stimme ja sie distanzieren sich irgendwie alles neu und für mich ist schon The Way of All Flesh das für mich die besten Album von hinnen das ist einfach so für mich mal den Fedrun ja From Mars to Sirius ist auch gut. De fand nicht zum Beispiel eng Spur zu hart wie in den Racken so. Ja ich hab, ja das war von Mengen Lieblingsalbum von hinnen das war Lieblingsalbum von hinnen an Flying Whales als mat mein Lieblingslieder überhaupt ja dat ausfleisch bisschen zu hart so aus weil ich mag gedacht, okay ich will von Gojira definitiv top man weil Gojira als wie gesagt eng von den größte Bands mittlerweile geil wo Nature ecological Metal Man oder weißt du da doch immer willst nennen dat das von alles sprach ich denke sie machen Prog Mod Groove und so Sache wie dat
Mofang wollte ich die Art of Dying ist Art of Dying das geil das das so komplex den Intro du verleerst du dich so krass nach mich schlimm viel mich schlimm wie bei Ouroboros Takt zu halen du musste Headbangen der Kap Kap aufschneiden dann einfach so risseln weißt du, so ja gut ich war ja zum Schluss nicht nach zwei bisschen modernen Sachen dabei da hun ich auch schmeint du hast viel Spirit Books gehabt ist schon ein anderer Band geholt auch ein bisschen aus dem Genre das Architects mit Doomsday okay ja absolut direkt recht das klingt fresh das ist auch ein mega catchy mega gut gespielten Riff den auch ein bisschen Komplexität mit sich bringt gell an doch einfach ein ultra geile Refrain alles geil das Lied was nicht so schnell vergisst ja nee richtig ich meine schon für vom Modern Metal geschwadern vielleicht Spirit Box ich zählen du Architects definitiv dazu an ich meine was zu lo man mein modern geht es nicht als vielleicht das beste Lied aus den letzten Jahren denke ich auch definitiv gute Schwa ganz gute Schwa sie froh weil ich war noch auch sie sind ein bisschen so teilweise overrated weil sie so machen teilweise aber auch underrated für das was sie machen also sie sind teilweise overrated weil sie eben auch gehypt gehen vom Fandom so ein bisschen noch Band hat immer gerecht und noch teilweise dann auch aktuell ein bisschen gehasst weil sie nicht mehr das machen was Fans gerne hätten das ist sowieso immer der Fall ist, gell? Ich meine eine Band darf sich nie verändern muss 50 Jahre dasselbe spielen und da passen sie dann auch geil das ist dann auch nicht gut das ist nie gut egal wie es ist kannst kein gerecht was du nicht noch drauf war weil ich auch einen großen Folk Celtic / Viking Unhänger Sinn das definitiv okay für meinen absolute favorite Genre an mich schlaucht und dat gern dat lauscht sich gut an ich denken dass auch do Lied muss dabei sein aus dem famöser Spacht das nicht Marv ich wollte Marv setzen ich denken Marv as zu zum Deel auch ein bisschen zu krass weil der Wand hätte ich ein bisschen dit geholt vom Gesang hier also zu krass vom Gesang hier Pursuit of Vikings oder so also gut Beispiel für mit das zum Deel auch zu viel monoton das man Menge Meinung und du nicht an dem Fall und ich L80 von ihrem echten Album für Spirit as of Fire Wind and Wisdom das alles dran du hast och wat man ja auch noch nicht ganz nicht so viel hun ob das löscht du hast auch ein Nuance Blastbeat drop das der famösen Drehleier drop hoch die Gurti das Guy dran das alles dran und es klingt eben nicht so wie wie einer Zucht Metal es erzählt von alle Gottheiten an Mythologien an denken den sich an selbst ging verirren wer auch eventuell gewählt später hin an de Black Metal dezente Black Metal zu go nach von du als vielleicht se Spachten anzuschleuen kann ich verstehen ich hatte auch von abs Gesicht was kennst du Hülle für ihn an den Black Metal ranzubringen und das mir ehrlich gesagt dass man nicht gefallen kann auch evaluiert an das zu viel komplex ich meine Black Metal so ein persönlich Sach du musst am Anfang deinen eigenen Listener schiert sprangen also ich lauschen dat du so gut wann nicht mega kack klingt was ja wirklich 90% von denen alle Produktionen machen Pennsylvania Hunger 4 Spiels geil das Lied gefällt keinem bei der ersten Karriere lauscht den YouTuber wie heißt den mit F den deutsche YouTuber Farwan hat ja bewusst Transylvania Hunger siehst hat ein Video gemeldet für das schon ein Zeitchen hier wo eng Kollege eng CD gëtt du sollst dat lauschen das voll gut an net war effektiv Transylvanian Hunger dra gemet pu Sekunden rausgemet nee an dann egent van no so meint no na enkeer so nee an das immer nee an dann aber irgendwann denke so das ist das beste was ich hier hören das ist so den Klickmoment wo man bei Black Metal kennt
ja, das kannst du nicht irgendwie forcieren, das könnte, nee, das da könnte musst nicht. du selber kommen. Ja. Ja. Da komme ich mal mein echt Lied, Mhm. etwas, was ich nur dran gesagt habe, weil auch rezent wichtig ist bei AS2 eine Band, dass die mir ganz viel lauschteren, das Neobliviscaris. Fein. Schon Lied Wunderschön. Intravenous geholt, weil das Lied aus war mat 7 Minuten relativ kurz Lied von hinten aus und du da vielleicht auch nicht so Ja. anstrengend das. Ja, Und ja, da ist ja. auch alles dran, das ist alles dran, das einen typischen Sound von hinten ist dran, den Clean Vocals, Harsh Vocals, Violin ist dran, dann noch kannst du nicht wirklich dann den Headbanger Deal an der Mitte zum Lied, wo ein Cello spielt am Hintergrund und dann ist den Ah, ja, bombastische ja, Riff ja, ja. äh, Ja. ja, ich meine, offen da vielleicht, wie soll ich sagen, was da vielleicht zu krass ist, allein Punkt den Harsh Vocals, mir du weißt, aber da tut man was Spezielles. Und Ja. Musik nimmt ein bisschen zu appreciieren, weißt du, da tut dann also Spezielles. Das gefällt mir vielleicht nicht beim ersten Kehr lauschen, aber das kann kommen. Ich bin froh, dass der Neo drauf gesagt hast, schon auch drauf zu setzen. Es sind einerseits, wie gesagt, froh, Intravenous ist definitiv, das so logisch klingt, das einfachste Lied von Ja, weil er einen Schmuck gedacht. ne? An kannst du Lieder lauschen, an dem du zum Beispiel, wie du siehst, Vocals einfach kannst ignorieren oder vielleicht etwas, was dir nicht gefällt. Man muss brauchst du nicht zu verzichten. Ich meine, wir sind alle zwei groß Neobliviscaris-Fans. Vielleicht die größten Metal-Inspector der Bauste natürlich als Lützeburg, das ist ganz gut möglich. Ja, Neo ist nicht für jeden, aber das, wie du siehst, wenn du zum nimmen 50% verstehst, da weißt du, dass du extrem viel passiert und dass die Band ganz viel Hidden Talents hat, die sich bei Filmen lauschtern eben weisen. Ja. Schon auch mein letztes Lied, an schon das Grund, für das letzte will ich das nennen, weil es auch von den ganz großen ist, ein absoluter Klassiker auch, vielleicht die beste Stimme an der Heavy Metal Geschichte, den Okay. Ronnie James Dio Mhm. mit ja, Holy Diver. Ja, as Lied war die muss heieren hun von hinnen ich mengen we kann hin von oder dem Mann senkt von Wizards von Fantasie an dann hast wahrscheinlich noch immer mehr heavy wie mir zwei ist Genau. oder wie die ganz Metalwelt dubaus das ist einfach die Charisma wo jeder Sänger Stimme dann an die Power wo jeder Sänger Stimme hört. Wenn du Dio kannst leicht und denken nicht, dass du sowieso alles aus den 80er, was 70er, an 90er, dann ist das okay. Ja. Definitiv. Ja, das ist ein guter Schwach. Ich wollte den Moment auch holen. Ich bin froh, dass ich das geholt habe, was du drauf gesagt hast. Das ist ein ganz gut Lied, ganz gute Schwach. Schon mal, wie das gedacht, weil du schon Iron Maiden an Judas Priest. Natürlich. Ja, das wäre vielleicht zu viel von einem Genre so, aber ja, Holy Diver sprengen. Da kannst du da gehen zu und nein, einfach. Nicht. Das ist schon witzig. Wie gesagt, mir ist so nicht aufgeschwart, viel identisch Bands war drauf. Ja. Nee, das ist komisch, dass man nicht Lied gemeinsam haben. Irgendwo Ja. beruhigt das mich. Ja, das ist gut, das ist schon gut, ja. Aber wir sind auch drüber gedacht, so. Ich meine, du geduld. Ja, das ist definitiv wahr. Aber ja, was ging dir dabei zu machen, wenn den ich fragt, boah, ich ging mich dick gerne an den Metal verlieren oder boah, okay, was das fängt froh, das ging sowieso okay froh. Aber was ging dir, Mann? Da können das ja vielleicht ein paar Tipps gehen, vielleicht als dick vieles hat mir herabgenannt und nicht Ehres, ging so, nee, das ist nicht richtig. Und der ging ja. 5 Lieder von Megadeth drauf, Mann, aber sind wir mal ehrlich, wie möchte das? Ja. Das ist immer just I hate the government Punkt gell mehr ist es nicht gell am Menge an es steht dazu dass also Podcast mir halt frei steht voilà mais ja ich meine dummer schon gepackt an einem Beginners Guide oder Beginners Guide through the Galaxy of Heavy Metal so werden wir das Episode nennen der irgendwie so ähnlich an ja ich ging so das Fahrrad da schon für alles Ja.
an merci für dollarsteren an meieren es nächst kehrem Merci, bei merci. Comedy Bis dann. Au revoir. Toodaloo.